Es ist Donnerstag, der 14. Mai. Ich begrüße euch herzlich zum heutigen Text. Losungstext Hiob 13,9. Meint ihr, dass ihr Gott täuschen werdet, wie man einen Menschen täuscht? 2. Korinther 13,5. Der Lehrtext sagt: Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht, prüft euch selbst, oder erkennt ihr an euch selber nicht, dass Jesus Christus in euch ist. Das Ende der Täuschung, das Alte Testament nennt es, das Neue Testament nennt es. Die Kraft der Täuschung ist allgegenwärtig. Der Mensch als Opfer der Täuschung ist ein bekanntes Phänomen. Wenn das Ende der Täuschung eintritt, ist das zuerst auf einmal die Enttäuschung. Die Täuschung hört auf. Man fällt vielleicht auf den Boden runter. Aber schlussendlich ist es ja der Boden, wo man drauf runterfällt. Und von dem her vielleicht gar nicht so schlecht. Täuschung gibt es mit mehr oder weniger Kunst, mit mehr oder weniger Professionalität. Es gibt ein ganz cleveres Abschätzen von den Opfern und von den Mitteln, die man braucht. Oder es gibt eine plumpe Täuschung, wo jeder fast darauf hineingehen. Der Wolf im Schafspelz, könnte man vielleicht sagen. Und ich habe das aus der eigenen Gemeindeerfahrung nur zu gut beschrieben, anhand von einem von vielen Beispielen. Ein Mann hat mich immer wieder aufgehalten nach der Predigt mit gescheiten Kommentaren, die er gegeben hat, mit vertrauensbildenden Massnahmen, sodass ich mir gesagt habe, das ist einer, der der Bibel sehr interessiert ist. Vor allem so die moralischen Fragen waren ihm immer zuvorderst gewesen. Und natürlich auch Endzeit und all das Zeug. Ich habe mich ein bisschen einlehren. Am Schluss hat er gesagt, er suche eigentlich eben einen Hauskreis, wo man die Sachen miteinander durchbeten, durchbesprechen und so weiter. Ich habe einen gefunden für ihn. Er war dort, hat sich dort gut eingelebt, hat gegolten als einen eifrigen Mitdiskutierer und auch ein als einer, der ein bisschen zu viel diskutiert. Aber nach einiger Zeit und vielleicht auch ein bisschen Leidenszeit ist er dann plötzlich sang- und klanglos verschwunden. Er war auf keinem Kanal mehr erreichbar, weder Telefon noch Adresse. Ich weiß nicht, ob man ihn so furchtbar vermisst hat, aber jemand hat man schon vermisst, eine junge Frau. Vielleicht nur halb so alt wie er. Er war vielleicht um die 60 gewesen. Sie auch kaum 30. Eine Frau, die eine Therapie hat abgeschlossen hatte, immer noch auf der Suche nach Geborgenheit. Vielleicht sogar nach einer Vaterfigur. Irgendwann hat man dann gehört von einem Nachbarland, dass er sich verheiratet hat. Und es hat uns alle geruset. Das Erlebnis vom Wolf im Schafspelz, der reinkommt in einen Hauskreis, für ein Opfer zu finden. Manchmal ist es eben zu spät, dass man merkt, dass man enttäuscht wurde. Die Augen gehen einem plötzlich auf, wie Adam und Eva. Was heisst, da gingen ihnen die Augen auf und sie sahen, dass sie nackt waren. Oder wie der David, wo der Absalom wieder zurückkommen an den Hof. Er hat ihn eigentlich schon fortgeschickt wegen seiner rebellischen Absichten. Aber eine Frau ist aus dem Nachbarland gekommen und hat ihm alle möglichen Fakten vom blauen Himmel oben runter erzählt, was der Absalom für einen reuigen Sünder ist und möchte gerne zurückkommen und irgendwie Frieden machen mit seinem Vater. Der David ist darauf eingestiegen. Der Absalom war kein Jahr daheim. Da ist nachher die Revolte erst recht losgegangen. Der David hat sogar zeitwillig seine Krone müssen in Staub legen. Vielleicht wären Ananias und Sapphira auch so weit gekommen, dass sie Erfolg hätten mit ihrem Täuschungsmanöver, aber sie sind nachher angerannt an Gott. Die Täuschung hört ja bei Gott auf. Und zum Glück waren die Apostel erfüllt mit dem Heiligen Geist, so der Petrus zum Beispiel, der die beiden durchschaut. Sie haben mit ihrem Rausgeld, mit ihrem Münz, einen guten Namen machen und gesagt, wir bringen hier alles, was wir haben, für die Gemeinde. Dann wären sie natürlich hoch angesehen gewesen, aber die Apostel haben sie durchschaut. Und der Tod selber hat ihr Täuschungsmanöver beendet. Das ist, wenn die Kraft vom Heiligen Geist in der Mitte von einer Gemeinde ist.
Und auch Jesus selber hat immer wieder gewarnt, in vielen Ausdrücken, in vielen Gleichnissen, Bildern und so weiter, dass man sich nicht über den Tisch ziehen soll, auch nicht einschläfern soll, dass man nicht Schätze sammeln soll, dass man nicht extra vorher sitzen soll, weil Gott durchschaut jedes Etikett, jeden Schwindel, jede Maskerade. All das bringt er zu einem Ende. Dabei hat die Täuschung einen universalen Anwendungsbereich. Eigentlich steht sie am Anfang von jeder Gebotsübertretung. Immer wird einem ein X für ein U vorgemacht. Ob es jetzt generell beim Lügen ist, was ja immer eine Form von Täuschung ist, ob es bei einem Raub ist, was nicht selten genau so läuft, wie beim Enkelbetrug, etwas, was im Moment sehr verbreitet ist, oder beim Ehebruch, oder natürlich beim Götzendienst und beim Missbrauch von Gottes Namen, wo irgendeine Kraft den Menschen vormacht, dass sie eigentlich viel besser Gott als der uns in der Bibel bezeugt wird. Schlussendlich ist Täuschung sogar Selbsttäuschung, das heisst, wir sollen nicht begehren, weil der begehrt, der verliert immer viel mehr als das, was er vielleicht ergattert. Täuschung ist also ein grosses Einfallstor. Kein Wunder, es geht zurück auf den Herr von allen Täuschungen, auf den mächtigsten von den Engeln, auf den Luzifer, der sagt, er trage das Licht. Dabei ist er die wandernde Finsternis. Er bringt nicht Liebe und Versöhnung und Einheit, sondern er hasst und mordet. Überall, alles, was er anlenkt, wird giftig, wird gefährlich und verkehrt. Der Paulus sagt dem durch Schlauheit zur Verführung in Irrtum. Wenn er so über das Wesen der Welt redet, im Epheserbrief, das ist vielleicht der Brief, der am meisten auf diese Charakteristika eingeht, dann muss man sagen, ganze Systeme sind von dem durchdrungen. Beste Strategien sind hier am Werk. Und die Täuschung wird sogar mit der Zeit ein Teil von uns. Das ist jetzt das Phänomen. Der Mensch, der es einfach juckt in seinen Ohren, solche verführerisch schöne Töne zu hören. Und etwas, das gut aussieht, gerade für bare Münzen zu nehmen, der es dort herzieht, an allen Haaren. Der nicht Zeit hat, noch etwas tiefer zu graben, noch etwas mehr nach den Wurzeln, nach dem Fundament zu suchen, sondern der jetzt und hier Erfolg haben. Der ist der Idealkandidat, dass bei ihm das Wort in Erfüllung geht, durch Schlauheit zur Verführung in Irrtum. Es fängt an mit Schlauheit, mit einem cleveren Plan. Geht weiter zur Verführung, das heisst die Auslegeordnung vom Bösen, die so schön aussieht, die aber auch nur oberflächlich ist, und endet im Irrtum. Und für zu zeigen, was das ist, habe ich ein Stück Sediment mitgebracht. Das ist ein schwerer Brocken, darum muss ich mich da ein bisschen anders positionieren. Auf dem Beltberg habe ich es gefunden, habe Muscheln gesucht und finde ein Stück versteinerten Strand. Die Wellen sind hier deutlich getroffen, sind gut sichtbar. Sogar Wasserläufe kann man, wenn man es von nach anschaut, noch ausmachen. Und was man da dabei sieht, ist auch ein Teil vom Epheserbrief. Der Paulus sagt ja, wir sollen uns nicht wie von Wellen hin und her schwimmen, irgendwann daher, irgendwann dorthin. Es tut immer ein bisschen Staub aufwirbeln, es kommt immer ein bisschen Sang damit. Das Ganze wird sich dann auch einmal setzen. Und wenn es lang genug gesetzt ist, dann heisst es eben Sediment. Das heisst eigentlich etwas, was sich dann gesetzt hat. Wenn genug Schlauheit war, genug Verführung, dann setzt sich es in einem Menschen zu einem Irrtum. Er lebt mit dem Irrtum, er denkt gemäß dem Irrtum, er empfindet nach dem Irrtum und er ist völlig in diesem Irrtum innen verfestigt. Das solche Sediment zu brechen, das ist für uns überlebenswichtig oder lebensnotwendig. Der Antichrist ist ja gar nicht denkbar, ohne dass er um Generation vorbereitet wird. Immer mehr kommen die Irrtümer, Schicht um Schicht.
in die Menschenherz, in ihr Bewusstsein, sogar in ihr Denken hinein. So wie man gelehrt wird, so wie man unwidersprochen gelehrt wird. Ganze Täuschungsmanöver sind hier am Werk und die Sedimente sind fest geworden. Dabei sind viele Ängste bewirtschaftet worden, zum Beispiel Angst um Sicherheit, das heisst ja immer Frieden und Sicherheit. Ihr gebt uns eure Freiheit, wir stellen dafür an jedem Ecke eine Kamera auf. So habt ihr Frieden und Sicherheit. Oder Wissenschaft, dass es keinen Gott gibt. Was für eine Freiheit entsteht hier? Wenn man weiss, es gibt kein Gericht, es gibt keine Rechenschaft, es gibt keinen Gott, es gibt niemand über uns, wir sind Herren von allem. Das beweist ja die Wissenschaft. Bis rein in die Nuklearwissenschaft, bis raus in die Weltallwissenschaft. Bei allem hat man beweisen, das mit dem Gott ist ein Märchen. Und gibt es keinen Gott, gibt es selbstverständlich auch keinen Teufel. Das ist natürlich ganz bequem für den, der eben Täuschung erfunden hat. Oder finden, wo gar keiner sind. Alle schließen sich zusammen, alle kämpfen gegen einen imaginären Find, der angeblich die Menschheit wird zerstören, nämlich Klimaerwärmung. Das sind solche Sachen, die ihre Wurzeln ganz an einem anderen Ort haben und auch die Bekämpfung ganz an einem anderen Ort liegen würde, wo wir uns aber etwas vormachen und wir sind beschäftigt und haben gar nicht Zeit für die Wahrheit. Wenn solche Weltbilder mal ein bisschen zusammenfallen, dann kann das ein Mensch recht erhudeln. Vielleicht macht es eine Zeit lang auch ein bisschen konfus. Möglicherweise macht es ihn auch traurig. Er hat vielleicht sogar eine Verlustangst. Er steht ein bisschen vor dem Nichts. Aber er ist auf die Welt gekommen, wie man so sagt. Er merkt, dass ihm da ständig etwas vorgemacht wird. Etwas, was so gar nicht ist. Ja, was ist denn, wenn die Täuschung weggefallen ist? Es ist schon eine Sicherheit. Es ist schon ein Frieden. Es ist schon eine Form von logischem Wissen. Nur liegt es auf einer ganz anderen Ebene. Es ist nämlich Gott selber, das Ende der Täuschung. Der lebendige Gott. Der Himmel und Erde geschaffen hat. Der zu uns steht in allem. Er ist all das, was wir uns immer erträumt haben, wo man uns hat, aber eine Etikette für ihn verkauft. Da war einer in meiner Bekanntschaft mit einem grossen Weinkeller. Und da ist ein grosser Bachmal gekommen, im Sommergewitter, ist in seinen Weinkeller eingedrungen, hat ihn unter Wasser gesetzt und am Schluss sind alle Etiketten umgeschwommen. Die Flaschen waren noch da, die Preise sind nicht mehr dran geklebt, man hat nicht gewusst, welcher Wein ist welcher. Jetzt hätte man natürlich wieder Etiketten ankleben, aber das hat er natürlich nicht gemacht. Jetzt hat es nur noch eins gegeben. Nicht die Etiketten und den Jahrgang schauen, das hat alles nicht mehr abgedreht, sondern einfach den Wein selber probieren. Und dann hat man dann nachher gesehen, wo ist wirklich der gute Wein. Das Ende der Täuschung. Ich wünsche euch einen schönen Tag.